Look, so different. What is it? Something here needs to be done. What is it? Fargrimmer told you they are hidden. The hidden ones. The hidden. Guten Tag, ihr Leid. Okay, weiter geht's mit... Jesus. Da winkt die Kamera runter, wenn nix ich... Oh, ist das da hinten? Okay, ich glaube, ich sollte da runter. Mach mal das mal. Hopp, komm. Hüpf, Mädel. Dankeschön. Ich glaube, wir haben hier irgendein Rätsel. Zumindest sagen... Was? Die Stimmen, dass ich hier irgendwas machen soll? Was ist denn das da? Ist das ein Lenkrad? Ich drück mal B. Tut sich nix. Was bist du? Oh, das ist ein Weihwasserkelch. Das kenne ich. Da muss ich jetzt so die rechte Hand rein und dann so ans Gesicht tupfen und auf den Bauch und auf die Schultern, glaube ich. Ich als fleißiger Kirchengänger weiß natürlich, hab keine Ahnung, von was ich gerade rede. Nee, okay, da ist ein Loch. Man sieht. Ja. Also B drücken kann ich hier nicht. Da bin ich gerade runtergekommen. Was ist denn das da hinten? Hier, also hoch kann ich nicht so. Aber da hinten ist noch ein Weg. Guck mal, da liegt auch noch irgendwie so ein Dingens auf dem Boden. Was knackert denn da in meinem Ohr? Das Holz knackert? Das Holz knackert. So, dann gehen wir halt mal hier entlang. Was, wo? Ach, da, guck. Just another stone. No, something special. It is an offering. Yes. Also, Grab it. Take it now. ja. Find where it belongs. Okay, das ist ja mal cool. It's them. Ähm, The world has changed. hier war ich aber nicht, ne? They are allowing us to see. Ja, aber... Es ist quasi dasselbe, nur dass kein Himmel mehr über mir ist. Ja, guck, hier, jetzt bin ich in der Höhle. Da wäre ich quasi rausgekommen und da komme ich quasi nicht hoch. Da liegt sogar noch das Totenkopf-Dingens. Totenkopf? Das da. Das ist hier. Das ist schon ein Ding, hä? Okay, dann setze ich das jetzt hier ein. Find the other offering. They can hear us. We cannot hear them yet. Wie jetzt? Hier? Ja, konnte ich da... Sich vielleicht fokussieren? Ich muss Hidden. Ah, Not anymore. okay. You can see it now. Kann man sonst hier noch was machen? Find the offering. Ich finde mal the offering. Ich gehe da hinten schon mal nicht. Hüpf. Da bist du, da kommt sie hoch. Look, Senua. Dead bodies. Dead Bodies? Wo sind denn da Dead Bodies? She failed this Ach, da kann ich runterhüpfeln. Hüpfeln. Da kann ich runterhüpfeln. Hüpfel. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine Dead Bodies. Ich sehe da hinten noch einen Ball. She's found it. There. Ja, danke. Another offering. Also so, was ich eigentlich sagen wollte, ist hier, ja, liebe Entwickler, das habt ihr im ersten Teil deutlich dezenter und meiner Meinung nach besser hingekriegt, diese Hinweise. Also das ist jetzt schon... Hier. Da ist was Neues. Nimm den Ball. Trag ihn zurück. Ey, danke. Aber ich meine, das ist jetzt nicht so das anspruchsvolle Rätsel, wo man sagen, oh, da ist eine Halterung für einen Ball und da ist ein Ball. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Nee, das ist schon relativ klar. Da muss man auch nicht so... Ist da noch drin? Nee. Explizit mit der Nase drauf gestoßen werden. Aber nun ja. Kann ich auch hier zurückgehen? Nee, also ja, kann ich natürlich. Ist ja gar kein Problem.
Ja, ich weiß schon, dass das Spiel will. Hüpf. Ich weiß schon, dass das Spiel will oder mir den Pfad vorschlägt, sag ich mal, dass ich dann da runterhüpfen sollte, aber warum soll ich das tun? Okay, da ist das Seifenblasen. Kann ich jetzt das Tor wieder zumachen? Ja, geil. Kann ich. Cool, oder? Das ist hier ein Garagentoröffner. So, okay, dann machen wir mal den Ball da rein. Passed this test, Senua. But there will be more. There's always more. Well done, Senua. She is strong enough. You will not die like the others. Also, You will survive wenn das jetzt die He could see her, see what she really is. Mega-Tests sind. He can hear us as well. Ich gehe natürlich jetzt erstmal da links, ne, wenn da rechts schon aufgeht. Wenn das jetzt die Megatests sind, die mir diese versteckten Knispels da... Kann ich da durch? Nee. Die mir diese versteckten Knispels da stellen. Wenn das der Test ist, dann... Ja... Also ich habe schon anspruchsvollere Tests gekriegt. Ich will jetzt aber auch die Klappe halten. Guck mal da oben. Ah, war mal vorhin. Ich will jetzt aber auch die Klappe halten. Wahrscheinlich kommt jetzt hier voll der Brain Move, wo ich dann komplett mich... Mach das nochmal. Wieso hatten die da jetzt da dran getatscht? Weißt du, so rechts da, guck. Das macht das nimmer. Interessant. Einfach mal dran gestreichelt. Ja, wahrscheinlich kommt jetzt voll der Brain Move, also die Kopfnuss, die Headnut, wo ich dann komplett verzweifle, weil ich wieder mal gar nichts schnall. Kann ich hier entlang gehen? Das Ding ist ja, du kriegst ja im Spiel, was ich auch gut finde, keinerlei Anzeigen, wie man sieht. Ne? Die einzige Anzeige, die man hat, ist in Kämpfen Blut um den Bildschirm drumherum. Kann ich jetzt gerade nicht zeigen, ich habe hier keinen Mauszeiger, deshalb wackel ich so blöde. Oder halt, wenn mein Bullet-Time-Move aufgeladen ist, hier am Spiegel dann so, dass der ein bisschen weiß wird. So, das sind die einzigen Anzeigen. Oh, da ist ein Gesicht. Hallöchen, dich habe ich gleich gesehen. Und deshalb siehst du aber auch nicht. Ich hatte ja letztens. Guck, jetzt hat sie schon wieder dran gegriffen. Hast du gesehen? Also so. Ey, das. Ja, jetzt sagt er natürlich, ja super, die hat die halt da dran gegriffen. Macht die immer. Nee, macht sie nicht. Siehst du? Jetzt hat sie nicht dran gegriffen. Das finde ich super. Ich mach gleich den anderen Satz fertig. Das finde ich super, weil. Ja, das ist das, was jeder normale, also nicht jeder normale Mensch macht, aber was man halt so macht. Du wanderst irgendwo rum und dann bist du an einem Felsen hier, hast genug Platz, aber einfach mal drüber streicheln, ein bisschen haptisches Feedback kriegen, keine Ahnung. Ja, also ich mach das halt. Ich rede natürlich von Felsen, ich rede natürlich nicht von Menschenmassen, wo ich dann einfach an einen Menschen drüber streichel. Das mache ich nicht. Zumal ich auch keine Menschenmassen mag. Da will ich erst gar nicht hingehen. So, ja, wo war ich? Wo ich gerade so groß angekündigt habe, dass ich jetzt den Satz auf jeden Fall beende. Ich glaube, es ging... Ach so, ja, stimmt. Es ging darum, dass da ja nirgends Buttonbelegung irgendwie angezeigt wird. Und ich glaube, einmal im Spiel war es so, bei der Fackel, glaube ich. Also letzte Folge war das, glaube ich, ja. Wo man diese Fackel... da stand halt eine Fackel und es wurde halt auch nicht angezeigt, dass du diese Fackel nehmen kannst. Ich habe dann halt... Ich meine... War nicht viel anderes zu machen, aber hätte ich, ja. Nö, eigentlich war das schon in Ordnung so. Irgendwann merkt sogar der Blödeste, dass hier irgendwann hier was mit Fackel zu tun ist oder dass man hier fokussieren sollte. Notfalls sagen es ja die Stimmen. Here, they know that if times are harsh, you may ask of the hidden folk to share their bounty. And if you are strong and wise and good, they may hear your plea and send you aid. But if you are not, or if you do not respect the strictures they lay down, you might have your strife doubled. Okay. Alles klärchen, Popärchen. Mach, was sie sagen, sonst sagen sie dir, was du machen sollst. Oder umgekehrt. Ja.
Ja, nochmal auf das... Bin ich jetzt hier richtig? Ja, da bin ich reingegangen. Das Button-Angezeige-Ding. Normalerweise hast du ja dann hier die Stimmen, die dann sowas sagen wie, vorhin bei den Kugeln da, hebt die auf, da ist was. Oh. Ja, an der Fackel haben sie halt nur gesagt, das Licht wird deinen Pfad beleuchten. Ja, das ist ein Rätsel gewesen. Und ja, ich war zu doof. Zweimal bin ich vorbeigelatscht. Ich war zu doof, um zu verstehen, ja, Licht beleuchtet deinen Pfad. Stattdessen habe ich sowas gesagt wie, ja klar, was soll es denn sonst machen, das Licht? Es wärmt noch meinen Pfad. Okay. Natürlich erstmal hier. Guck mal, da kann man links... Oh, da hinten ist eine Lavasäule. Guck. Kann ich aber noch nicht... Okay, ich muss also oben irgendwo nach links. Das ist klar. Es gibt die Möglichkeit, irgendwo links vorbeizugehen. Dann gehe ich auch links vorbei. Hier ist ein Pfad, ein enger. Warte mal, ich kann hier hochgehen, oder? Ach, guck mal, da komme ich dann an den Lavapfosten. Ja, super. Ja, da will ich hin. Und hier rechts, komme ich da noch irgendwo hin? Okay, also hier komme ich an Lavapfosten. Das auf... Hä? Ah, doch, da. Ach, und dann kann ich genau... Hier, so, Vorsicht. Da kommt, da ist genug Platz. Das kriegst du schon locker hin. Ich glaube an dich, Mädchen. Packst das. Tschakka. Hier kann ich runterhüpfen, da drüben ist dann das Loch, wo ich durchklettern muss. Ey, ich glaube, ich bin hier richtig gut. Und da ist der Pfosten. So, guter Lavapfosten. Erhelle mich. Da hat sich wieder dran getatscht. Oh Mann, ich mag sie nur. So, lava mich. Erhelle mich mit deiner Weisheit. Truth. The Skalds say that the neighbors fought, armed only with the knives and axes they had brought to cut up the whale, even picking out the whale ribs to beat down their enemies. Thorgrim's men had loaded their boats with whale meat, but as they went to leave, one of their opponents struck Thorgrim's brother a fatal blow. And this is how hunger fates desperate men to come to blows, striking out against one another to survive. Es war jetzt nicht so tiefgründig, Truth. Also danke für deine Weisheit, großer Zen-Meister. Aber wenn Leute Hunger haben, hauen sie sich die Köpfe ein. Das ist jetzt keine neue Weisheit. So. Habe ich eigentlich schon in diesem Spiel erklärt, dass Senua, auch wenn es so aussieht, kein Wikinger ist? Sondern sie gehört zu dem Stamm der Pikten, was wohl im heutigen Schottland quasi ansässig ist. Deshalb reden sie auch dauernd von den Nordmännern. Reden sie hier noch von den Nordmännern? Schon, oder? Also die dann halt nach Schottland gereist sind und haben sich da, zumindest in diesem Spiel hier, ein paar Leute versklavt. So, okay. So, jetzt Vorsicht. Obachte Kopf. Zieh dein Köpfchen ein, sonst haust du dir einen Splitter rein. Zieh dein Bäuchlein ein, sonst sollen Kratzer deine sein. Mann, ich bin ja hier voll der Mann der Weisheit hier. Ach, guck mal, da hinten ist mir. Okay, ich kann mich hier auf dem Plateau nicht weiter umgucken. Ja, da drüben ist schon wieder so ein Türmchen. Das sehe ich doch von hier. Komm mal her. So, ich gehe. Das ist schon wieder... Ah ja. Ah, ich glaube, so langsam habe ich es aber raus hier. Da muss eine Kugel drauf. Das hier ist kein Weihwasserbottich. Und wenn die Kugel drauf ist, kommt dieses Dingens da hoch. Oh, da ist noch eins. Okay. Komm, ich inspiziere mal. Ich inspiziere mal hier erstmal dieses Ding. Da habe ich vorhin nicht... Oh, da kann ich durchgucken. Wird das jetzt kleiner, wenn ich näher gehe? Tatsächlich. Das finde ich aber nicht gut. Was bist denn du? Kann ich da dran touchen? Nee. Also jetzt hier, ne, so schön das eigentlich aussieht, ich finde es halt durch
seine, wie will ich denn sagen, Gleichheit, durch seine Synchronität, so, dass das halt ein schöner Kreis gibt und so geformt ist, finde ich das eigentlich nicht passend für das Spiel. Ich fände es halt deutlich besser, wenn das, so wie in der letzten Folge ganz am Anfang, nee, das war die vorletzte Folge, ganz am Schluss, wo wir in dem Wald rumlaufen und dann ziehen sich so die Äste über einem zusammen. Und, das hier sieht halt aus wie Kunst. Wenn da aber plötzlich so Äste kreuz und quer, die den Weg versperren und dir sagen, hier geht's nicht weiter, dann ist das deutlich angsteinflößender wie dieses schöne Geschwurbel da. Ich meine, das ist ja schon fast hübsch. Heißt jetzt auch kackegal, ob das jetzt hat krumm und schief ist oder rund und bunt. Wir kommen trotzdem nicht durch. So, also da oben ist ein Stein, sehe ich von hier. Da oben ist noch ein Stein, sehe ich auch von hier. Haben wir schon 2 Steine, Wahnsinn. Gucken wir uns, da hinten kann man auch noch rumlatschen. Ich gehe jetzt natürlich erstmal alles ab hier. Ich gucke jetzt mal, komme ich hier schon hoch? Nee, nicht. Nee, ne? Nee, ne? Nee. Hier, ist das eine Höhle? Kann ich da reinklettern? Nee. Hat so ein bisschen ausgesehen. Ne? Okay, also ich gehe davon aus, dass man wieder zumindest mal einen Steinding, da müssen wir irgendwie dran. Kann ich da hinten jetzt? Moment, ich renne mal darüber. Kann ich vielleicht da und dann nach links gehen, dass ich ein bisschen höher bin? So, da hoch oder so? Ging das vielleicht? Nee, geht auch nicht. Also es wird wohl so sein, dass ich zumindest einen draufsetzen muss. Ich muss mal ordentlich einen draufsetzen hier. Damit ich dann wieder in der Höhle oder so bin. Ah, guck mal, da kommt man hoch. Und dann dreht sich ja das Level wieder. Also wenn's halt so ist wie das letzte Rätsel. Ich hoffe, ihr habt die Anführungsstriche gehört. She Ja. has found it. Ja, das ist Wahnsinn. See what is Wie ich das hingekriegt habe, ist es unglaublich, oder? Und der hat 2 Striche drumherum und... Oh, jetzt war zu spät. Ja. Ah, guck mal. Er ist ganz zum Schluss. find you. They doubt us. So, We don't. also. Kann ich jetzt hier einfach wieder runtergehen? Ja, guck mal, jetzt haben sie sich ein bisschen hier Hintergrundgrafik gespart und haben stattdessen mit mir einen Spiegel über den Kopf gehängt. So. Das ist so meine Interpretation, ne? Also ich mache den jetzt natürlich da rein. Zack. Okay, der macht da einen Blubbi. Ach, da ist auch einer. Ach, ich muss da quasi so... So, und jetzt kann ich die anfacen. Anfacen? Hey, warte mal. Habe ich eben gerade erst gesehen. Oder bin ich jetzt an der Decke? Hä? Achso, da ist jetzt eine Brücke. Ich wollte gerade sagen, da war so Geholz. Das wollte ich mir jetzt noch näher angucken, aber das Gehölz ist immer noch da. Ja, guck. Da ist, glaube ich, jetzt eine Brücke draus geworden. Kann das sein? Guck mal, sogar mit Geländer. Also die Brücke ist aus Stein. Galena, she knew you. You can see beyond the veil. Don't doubt, Senua. Ich muss wahrscheinlich erst da drüben hochgehen oder so. Also, oder hier hat sich ja jetzt nichts geändert. Also, guck, was ich meine, so. Ach, jetzt ist das Ding oben. Und jetzt ist das Ding unten. So, jetzt kann ich da eventuell... Also, komme ich da so runter irgendwie? Nee, ne? Okay, dann... Ah, ich glaube, ich verstehe so langsam, worauf die... Oder komme ich da hinten runter? Worauf die hinaus wollen, oder? Ich glaube, ich komme einfach da runter. Kann einfach runterlatschen. Ja, klar, oder? Komm her, das packst du. Komm, Mädel, komm, das ist nicht hoch. Das schaffst du. Komm. Schafft sie nicht.
Es wird wohl, dann wird es wenigstens ein bisschen anspruchsvoller, als einfach nur 3 Dinger zu suchen. Es wird wohl so ein Ding werden, dann muss ich jetzt ans eine rennen, muss dann nach oben machen, das andere nach unten. Pass auf. Ich kann es dir sogar erklären, guck. Ich glaube, ich muss jetzt das hier aktivieren. So, jetzt heißt nämlich der Durchgang frei. Jetzt ist die Brücke da oben. Das da ist aber noch unten. Guck. Okay, es wird ein bisschen anspruchsvoller. Ich hoffe, ihr habt auch hier wieder... Oh, man kann es auch mit dem A-Knopf aufnehmen, nicht nur mit B. Also mit dem rechten Knopf. Ich hab immer den unteren Knopf gedrückt. Was bei mir B ist. Was bei jedem guten Controller B ist. PlayStation ist es X, wenn ihr unbedingt wollt mit PlayStation Controller spielen. Ist egal. Sollen wir hier noch ein bisschen Weisheit zu Controllern von mir geben? So. Okay, alles klar. Verstanden. So, jetzt muss ich natürlich von hier da hochgehen. So, Weisheiten zu Controllern. Da oben hängt wer. Habt ihr das gesehen? Okay, da kann ich jetzt einfach hochgehen, oder? Das ist jetzt, glaube ich, nicht weiter schwer. Da hängen welche Leute. More Bodies. Ich habe die vorhin gar nicht gesehen. Sie haben ja gesagt, dass da welche sind. Da waren aber keine. Oh, ja, das ist jetzt schlecht. Kann man da den Knopf drücken? Ne, die sind hier gefesselt. Einfach so. Okay, ich muss das jetzt irgendwie hinkriegen. Dass das da runterkommt, aber das da bleibt. Also, oder kann ich jetzt hier noch was ändern? Also ich fokussiere mich auf den hier, aber da ändert sich jetzt halt nichts. Ne? Na so nicht, ich muss ja... So, siehst du? Okay, das war einfacher als gedacht. Das ist natürlich... okay, komm, das ist ja jetzt aber... Das ist ja Pille-Palle hier. Ich dachte, guck, jetzt fokussiere ich mich wieder auf den, dann kommt der Weg wieder runter hier. Ich habe jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwie sowas wie, dass ich jetzt wieder darüber laufen muss, von da drüben in eine andere Richtung gucken und so. Nö. So, Interessantes zu Controller-Knopfbelegung. Aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund hat Nintendo beschlossen, beim NES-Controller, also der ersten Konsole, die sie so hergestellt hat, den A-Knopf rechts hinzulegen und den B-Knopf links davon oder links unten davon. Aus irgendeinem mir nicht ersichtlichen Grund. Wahrscheinlich, weil man japanische Schriftzeichen von rechts nach links liest, schreibt, aber auch nicht immer. Und das ist kompliziert. Was weiß ich was. So. Das haben sie beim Super Nintendo einfach mal weitergezogen. Also da kommt dann, ich sag mal, die obere Reihe war ja dann Y und X. Sprich, der Y-Knopf ist der links und X ist der oben. Rechts vom X sozusagen. Dann hat ja Nintendo wollte ein CD-Laufwerk haben sich mit Sony zusammengeschlossen. Sony hat die Nintendo PlayStation entwickelt. Ja, die Nintendo PlayStation. Und dann hat Nintendo aber gesagt, nö, wir wollen es doch nicht mit Sony machen. Da kriegen die ja Geld durch Spiele und sowas oder durch Hardware. Wir machen es mit, ich glaube, Philips als Partner. Das fand Sony gar nicht geil und hat dann hier die Nintendo PlayStation Entwicklung genommen und hat daraus die Sony PlayStation entwickelt. So, Sony PlayStation, das war ein bisschen jetzt hier Videospielgedönse. Die Sony PlayStation hatte einen Controller mit 4 Tasten. X, Kreis, Dreieck, Viereck, die alle was bedeuten. X ist unten und bedeutet Nein oder zurück. Kreis ist rechts, also da, wo bei Nintendo der A-Knopf ist, der rechte Button, der Kreisknopf, japanisch, und bedeutet Ja, Bestätigung. Weil die Japaner, stellt euch das vor, wie so, wie die Italiener, die machen hier, wie hat er geschmeckt, war exzellent. Und dann machen die mit Daumen und Zeigefinger so einen Kreis und schütteln ihn vehement und sagen, scusi, lecker, lecker, keine Ahnung. Das heißt in Japan Ja. Also ein Kreis ist Ja. Ein X, ein durchgestrichenes irgendwas. Also ein X heißt Nein, das nicht. Und deshalb ist die Controllerbelegung der PlayStation angelehnt
an der Nintendo-Controller-Belegung. Rechts ist bestätigen auf A, unten bei Nintendo B ist bei PlayStation X, was abbrechen ist. Dann die X- und Y-Knöpfe oder Y und X hat dann halt PlayStation, das ist jetzt eigentlich egal. Der Viereck-Knopf soll, glaube ich, eine Karte oder sowas sein, also so eine Map oder sowas. Also, und der Dreieck-Knopf ist eine Kameraperspektive, weißt du? Also so eigentlich gedacht, so mehr Kamerasteuerung. Letzteres beides habe ich mal gelesen, ob es stimmt, weiß ich nicht. Das mit dem Kreis und dem X, dass das eine bestätigen ist und das andere abbrechen, das stimmt 100%. Das haben sie für den Westen geändert. Also wer mal japanische Spiele gespielt hat, du bestätigst immer mit der Kreistaste und du brichst ab mit der X-Taste. Die einzigen japanischen Spiele, die ich großartig viel gespielt habe, waren die Dance Dance Revolution Spiele oder die Bemani Spiele. Und da ist es halt wirklich so, Kreis ist bestätigen, X ist abbrechen. Man kann auch jetzt noch, glaube ich, einstellen, zumindest bei der PlayStation 4, die 5er habe ich nicht, kann man auch jetzt noch einstellen, dass die Knopfbelegung geändert wird. Also auf die japanische Version sozusagen. Wie gesagt, westliche Spiele haben es dann einfach geändert, wo sie dann gesagt haben, ja, wir vertauschen X und Kreis bei der PlayStation. So, haben wir wieder was gelernt. Was wollte ich damit eigentlich sagen? Was ich damit sagen will, ist, dass das richtige Controller-Layout das von Nintendo ist. A ist rechts, B ist unten, links ist Y, oben ist X. Das ist das richtige Controller-Layout. Und nicht, wie die Xbox hat, A, B, XY. Was ist denn das für eine Scheiße? A, B, XY. Sind wir hier in der Schule oder was? Nein, es muss natürlich B, A, Y, X heißen. So. Ja, ist ja auch scheißegal. Eigentlich so. Ich patsch den da jetzt drauf mit dem A-Knopf. Komm her, lehne drauf. Okay, da hinten ist frei. She's on the right path. It might be true. What So. Fiona said. She is the light. Haben wir wieder was gelernt. She needs to prove it Finde ich gut, oder? before they let him in. Richtig noch Videospiel-Fachwissen bewiesen. Vielleicht soll ich da mal ein Video drüber Can you show machen. them, Senua? Show us. Ja. So. Da oben war, mal gucken. Ah ja, klar, da war halt die Decke drüber und da war halt das Dingens. So. Das touch. Ja, sie hat getoucht. Okay. Will ich noch ein bisschen umgucken. So. Okay, es geht weiter. Ja, also hier geht's scheinbar, habe ich irgendeinen Stein. Oh, naja, da Quatsch, da komme ich her. Ich wollte gerade sagen, oh, da kann man hochgehen. Nee, da komme ich natürlich her. Eins runter, hopp. So. Ist das Bett sicher? Ja, ist es. Oh, hübsch. Kann ich da drauf fokussieren? Das ist Löwenzahn, guck mal. Da kannst du Pusteblumen drauf machen. Kannst du essen. Also die Blätter selbst kannst du essen, kannst du Löwenzahnsalat draus machen. Hat meine Mutter früher oft gemacht. Das weiß ich jetzt nicht, ob es stimmt. Es kommt mir halt irgendwie seltsam vor, wenn ich drüber nachdenke. Diese grünen Stängel, wo dann oben die gelben Blumen dran sind, oder dann halt die Pusteblumen später, die sollen wohl giftig sein oder so. Also zumindest hat meine Mutter gesagt, hier die Milch, die da rauskommt. Also wenn du diese Stängel nimmst und ein bisschen zusammendrückst oder abbrichst, da kommt so ein weißer Schmodder raus. Nicht zu verwechseln mit dem polnischen Wort Schmaddo. Ist, oder Schmadder, ist egal, ist was anderes. Das kann man dann, einen Lappen kann man dann eventuell gebrauchen, um es wegzuwischen. Nein, ich bin kein Pole, aber ich kann halt 3 polnische Worte. Egal. Ja. Ja, jedenfalls hat meine Mutter gesagt, diese Milch und so und die Stängel, die wären giftig. Aber die Blätter kannst du essen. Das weiß ich auch. Habe ich auch schon gegessen. Ist okay. Nicht unbedingt mein Lieblingssalat, aber findest du halt überall. Anders als jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Eisbergsalat. Der wächst jetzt nicht einfach so irgendwo am Wegesrand. Meistens nicht.
Aber Bettsäger, also Bettsäger. Bettsäger ist halt pfälzisch. Bedeutet übrigens, ja, das ist, kannst du 1:1 übersetzen. Bett ist Bett und Säger ist Pisser. Das ist ein Bettpisser. Ein Bettnässer. Ein Bettnässersalat. Warum der Bettnässersalat heißt, ich habe keine Ahnung. Was ist das für eine seltsame Folge, wo ich über Controller-Knöpfe und Inkontinenzauflagen rede? Oder so, direkt keine Ahnung, seltsam. Ja. Oh, guck mal, da kann ich hochgehen, definitiv. Will ich da schon hochgehen? Eigentlich schon, ne? Da vorne geht's halt auch weiter. Aber da guckt sie hin. Don't lose the thread. Da ist irgendwas da oben. Ist das ein Laberpfosten? Ich guck mal. Ja, das ist ein Laberpfosten. Guck. Ich guck mal, ob ich da hinkomme. Nee, da ist... Komme ich so nicht hin. Aber da ist auf jeden Fall ein Laberpfosten. Ja, ich hab dich im Auge, Kollege. Da kann ich rübergehen, oder wie? Warte mal. Da drüben ist noch ein Laberpfosten. Interessant. So viele Laberpfosten hier? Komme ich da vielleicht hoch? So, irgendwie? Nee, wahrscheinlich zu sumpfig oder so. Okay, dann wahrscheinlich da hinten hoch. So. Finde ich gut. Jetzt hat es mich von meinem in Rage reden über Salat abgebracht. Das ist gut. Da hinten kann ich auch noch irgendwo hingehen. Habe ich das gerade richtig gesehen, oder? So, hier geht's jetzt wirklich. Ich will da eigentlich nach links gehen und dann kann es drumherum laufen eventuell, oder was? So. Oh! Okay, ich habe dem direkt in die Nase geguckt. Guck mal. So, komm her. Du Nasengesicht. Das ist jetzt ein bisschen... höher? Moment. Führt das mich jetzt ganz rüber? Ich will aber eigentlich... Ach, guck mal, da komme ich gar nicht hin, wo ich hin wollte. Ich dachte, ich komme da irgendwie außen rum. Da hinten müsste der andere Laberpfosten sein. Oder sehe ich den von hier? Sag ich mal her. Nicht wirklich, ne? So. Okay. Ach, da ist ein Baum. Da ist gar kein Laberpfosten, da ist ein Baum. Ja dann, laber mal, guter Baum. Fump. In the lands of your birth, and in these lands too, they know that people can be taken by the secret fair ones. If you are not careful and do not keep to the pathways, you may find yourself among them. Okay. Diese Koboldfeen entführen also Kinder, die sich verlaufen haben. Komme ich da durch? Ich glaube schon. Will ich da durchgehen? Ich glaube schon, dass es hier weit... Also, hier wäre ich ja normal gar nicht reingekommen, ne? Komm, ich gehe mal da durch. Nein, ich gehe nicht da durch. Also da will sie jetzt wirklich nicht durchgehen, okay. Dann halt nicht. Dann. Aber da. Wieso Moment. Ich muss mal aufhören, jetzt hier zu stottern. Also das Stottern kommt ja, wenn das Hirn schneller ist wie der Mund. Ich bin schon 5 Sätze weiter und mein Mund stolpert gerade über die Gedanken von vor... Die 2 Gedanken vorher, weil es die noch nicht verarbeitet hat irgendwie. Ja, so, ihr Leute, ich würde auch sagen, wir machen hier mal Stopp. Das haben wir doch recht gut hingekriegt gerade. Dann machen wir hier mal Stopp und machen dann morgen hier weiter. Und da überlege ich mir weiteres Interessantes und Wissenswertes aus meiner Jugend und der Videospielgeschichte. Keine Ahnung. Kann ich nicht versprechen, dass da was Gescheites bei rumkommt. Das sieht man dann morgen, wenn er wieder einschaltet, zu Hellblade 2, Senua's Sacrifice. Ja, es wird Abend, ihr Leute. Und mal gucken, dass wir vielleicht irgendwann mal fertig werden hier.
Ja, das franzelt aus. Bis morgen. Tschö.